Schönen guten Abend hier in der Halle und auch herzlich willkommen, wenn du von dir heim zugeschaltet hast. Mein Name ist Matteo und in dieser Pre-Show werden wir eigentlich darüber reden, dass schon 2/3 vom Jahr durch sind und auch der Sommer bald zu Ende ist. Und bevor das aber der Fall ist, werden wir noch ein bisschen darüber reden, was ist überhaupt eure Lieblingsmelone. Und für das kann ich doch mal schnell da in die erste Reihe und frage schnell jemanden. Wie heisst du? Timon. Und was ist deine Lieblingsmelone? Ganz sicher Wassermelone. Für diese schöne Antwort gibt es für dich eine Melone. So, und jetzt gehen wir in eine Connecting Time rein. Für die, die nicht wissen, was das ist. Jetzt werden wir ein Slide einblenden mit 3 Fragen, die wir für euch haben. Nämlich, was ist eure Lieblingsmelone? Was ist euer Sommer-Highlight? Und was habt ihr mit Gott erlebt in diesem Sommer? Und dann könnt ihr mit der Person links oder rechts von euch über das jetzt reden. Und für dich online, deine Online-Host wartet schon auf dich, um auch über das zu reden. Du darfst direkt mit der Person reden, die vor dir sitzt in diesem Bildschirm. Und zwar schreib einfach in den Kommentaren. Und mich nimmt es wunder, Sabrina, was ist deine Lieblingsmelone? Hey, Janice, ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass du als gute Freundin das nicht weißt. Also, das ist schon etwas, was man wissen in einer guten Freundschaft. Aber ich verrate es dir. Meine Lieblingsmelone ist die Honigmelone. Einfach weil du sie kannst so gut kombinieren mit Rohschinken. Und ich liebe Rohschinken. Hey, schreibt doch auch in die Kommentare, was ist eure Lieblingsmelone? Oder schreibt einfach ein Emoji, was ist deine Lieblingsfrucht? Ja, machen wir es uns doch ganz einfach. Ich schicke euch da gerade mal ein Emoji. Meine Lieblingsfrucht ist ganz klar ein Erdbeere. Oh ja, die gibt es leider nur im Sommer und bald ist der Sommer vorbei, aber schnell geht's. Mega. Janice, was hast du im Sommer erlebt? Was war so dein Highlight von diesem Sommer? Abgesehen von guten Erdbeeren. Hey, ja, abgesehen von guten Erdbeeren. Ich habe wirklich gute Erdbeeren gegessen vom Markt. Also das ist vom Markt absoluter Wahnsinn. Lass uns wissen, was ist dein Sommer-Highlight. Und ich wollte euch einfach kurz erzählen, ich war im Beachcamp von 180 und vom Youth zusammen mit den Teens. Und ich habe es so geliebt, weil ich habe wirklich dort nochmal gemerkt, hey, wir jungen Menschen wollen von ganzem Herzen Gott kennenlernen. Wir wollen von ganzem Herzen wirklich mit dem Jesus unterwegs sein durchs Leben. Und es hat mich einfach so begeistert, dass das Kirche und das, was wir zu geben haben, die Wahrheit, die wir zu geben haben, immer noch so zeitrelevant ist, auch 2022 Jahre nach Jesus. Das ist so cool. Ich freue mich auch mega auf das Camp vom Sunday Night. Das ist jetzt dann im September in 2 Wochen. Nein, nächste Woche. Ja, also nächste Woche. Ich bin so gehypt. Ich freue mich mega, weil ich bei euch im Camp nicht dabei sein konnte. Aber du hast die Woche noch vor dir. Yes, ich freue mich riesig. Mich nimmt es mega Wunder, bis vielleicht noch ein paar von euch schreiben, was hast du mit Gott erlebt über diese Sommerzeit? Oh, mega viel. Ich würde sagen, das grösste Highlight bei mir war, ich durfte einen neuen Job anfangen, in einem Praktikum bei der VBZ, bei dem Verkehrsbetrieb von Zürich. Und dort neuen Jobwechsel, logisch, du lernst die Leute halt neu kennen. Ja. Und das haben mich halt mega viele Leute gefragt, was mache ich sonst im Leben, was sind meine Hobbys, was mache ich im Alltag. Und oft ist die Frage am Montagmorgen, hey, was hast du am Weekend gemacht? Und ich konnte einfach mega offen erzählen, hey, ich bin am Sonntag da, ich war in der Church. Da sind wir. Und es war voll authentisch, voll normal. So Und cool. ich glaube, das war für mich ein mega Highlight. Ich konnte auch wieder mal voll von Jesus erzählen. Die Leute haben Fragen gestellt, sie haben mich gefragt, was bedeutet der Glaube für mich, wie bete ich im Alltag, wie erlebe ich Jesus. Und das ist für mich ein riesen Highlight, wenn ich von Jesus erzählen kann, Leute, die halt mit dem nichts zu tun haben und Jesus nicht kennen. Darum, hey, wenn du bei deinem Arbeitsplatz auch neue Stelle angefangen hast, erzähl auch von Jesus. Wir sind im gleichen Team und was ich hier auch gerade gesehen, es sind ohne Scheiß alle geschrieben, Wassermelone ist ihre Lieblingsfrucht. Nein, Leute, Honigmelone. Es ist Honigmelone. Also ich würde sagen, wir geniessen heute Abend ein Stück Wassermelone. Wir suchen noch irgendwo eine und geniessen es einfach. Yes, dann schalten wir. So gut, dass wir heute Abend zusammen reinstarten in den Abend mit der Frage, was hat Gott alles Gutes da? Darf ich euch bitten, komm, wir stehen alle auf und gehen rein in den Abend und gehen rein in die Worship. Danke, Jesus, bist du da. Danke, Jesus, hast du etwas für uns vorbereitet. Es gibt einen Bibelvers, der mir mega hilft, immer wieder mich auszurichten in der Worship. Und ich möchte den mit euch zusammen lesen. Der ist hier auf der Leinwand. Und zwar sagt der David ein Bibelvers und er sagt ihn eigentlich zu sich selber. Nämlich er sagt, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also lass uns das heute Abend machen. Okay, zuerst schnell dort anfangen. Was hat er mir Gutes getan? Jesus hat mich so fest geliebt, dass er auf die Welt gekommen ist und alles für mich gezahlt hat. Jesus hat den Weg frei gemacht zum Vater.
Ich kann ihn immer wieder erleben. Er ist treu. Er meint es gut mit mir. Er ist voller Liebe. Er ist ein guter Vater. Und darum sage ich heute Abend meiner Seele, liebe Seele Joel, tu heute Gott anbeten. Komm, wir lesen zusammen den Bibelvers. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. So soll es sein heute Abend. Mein Innerste soll dich, Jesus, anbeten.